Goedemorgen alle. Dus ben al vragen dat wat would we gaan, want Jezus niet weer abgestoen, met uns die Auferstehung. Und wir würden nicht haben. Jetzt Freitag geht wir von Jesus sind gestorben, von seinen Lieden gestorben. Und von der meine Botschaft ist, Jesus ist abgestoßen und er lebt für immer. So wenn wir Jesus bloß gestorben wir nicht abgestoßen wir, dann wären wir noch verloren. Das sei wie. So, die sind alle wichtig. In seine Geburt, sein Leben und Sterben, in sein Abstehen und dann ist er nach Hause, sein Wiederkommen. So, die sind alle wichtig. Wenn er bloß gestorben wäre, dann würde wir nicht sehr gut auf sein. Und so ist Bändel sein, die Listen, was er abreden, was wir nicht würden haben, wenn Jesus nicht wie abgestoßen. So, das ist ein Part von meiner Botschaft. So, hey, fangt mal an. Und du wären wat Menschen in Korinth, zu jener Zeit, die glaubten nicht, dass die Todes würden abstehen. Und wir haben mal 1. Korinther 15 gehen, dann muss sein, was Paulus dort zu sagen hat, dass die glaubten, dass die Todes nicht würden abstehen. Das Jesus dummert, was er abstehen, da hat er den Tod und die Hall die Macht genommen. So ist er in 1. Korinther 15, Vers 26 sagt, der letzte Feind, der vernichtet als der Tod. So merken, was Jesus das abgestoßen hat, hat er den Tod in der Hall der Macht genommen. In 1. Korinther 15, Vers 12 und dann 19, so span die lässt durch abreden, was wir nicht würden haben, wenn Jesus nicht wie abgestoßen ist. Und hier sagt Paulus zu dir, was du glaubst, dass die Todes nicht waren abstehen. 1. Korinther 15, Vers 12, da sagt er, über wann du gepredigt wird, dass Christus von dort abgestanden ist, wo können einige von denen dann sagen, dass die Todes nicht abstehen worden? Wenn dort so nicht ja, dass die Todes abstehen, dann ist Christus nicht von dort abgestanden. Und wenn Christus nicht von dort abgestanden ist, dann ist uns Predigen für Jesus und den Glauben ist auch für Jesus. So hier sagt Paulus dort, wenn Christus nicht wieder von dort abgestanden, dann würde er Predigen für Jesus sein. Und er Glauben würde für Jesus sein. Und dort ist mir uns gesagt, wenn Christus nicht wieder abgestanden, dann würde uns Glauben für Jesus sein. Und von der, was wir predigen, dann, das würde auch für Jesus sein. Und dann in der 15. Vers sagt er, mehr als dort, dann haben wir ein falsches Zeichnis von Gott gegeben, weil wir sehen, dass Gott Christus von dort abgeweicht hat, den er aber nicht abgeweicht hat, wenn die Todes einfach nicht abstunden. So Paulus sagt, wenn Jesus Christus nicht wie abgestunden, dann hatten sie ein falsches Zeichnis von Gott gegeben. Und wir predigen das auch, so wenn Jesus Christus nicht wie abgestunden, dann habe ich all ein falsches Zeichnis von Gott gegeben. Und dann in der 18. Vers, oder 17. Vers sagt er, und wenn Christus nicht von dort abgestanden ist den Glauben für Jesus und die sind noch an jene Sünden. Und dann der 18. Vers sagt er, dann sind auch die verloren, die an Christus angeschlossen sind. So, wenn Jesus Christus nicht abgestanden wäre, dann wären all die, was ab Christus hupen leiden, was all sind eingeschlossen, da würden die auch verloren sein. So, wir sehen, dass wir wichtig sind abstunden ist. Und dann die 18. Vers sagt, dann sind auch die verloren, die an Christus eingeschlossen sind. Und der 19. Vers, wenn dort bloß für das Leben ist, dass wir ab Christus hupen, dann ist man alle Menschen keiner so sehr zu bejammern als wir. So, wenn wir bloß nie für das Leben ab Christus hupen, dann sagt er, dann ist das hin so sehr zu bejammern als uns. So, Jesus Christus ist abgestanden. Und dort ist unsere Hoffnung. Wenn er nicht wieder abgestanden, dann wir uns glauben, uns predigen, alle für Jesus, und dann würden wir nacheinander Sinnen sein, und dann würden auch all die, was dann eingeschlossen, verloren sein.
Aber dann in der 20. Vers, du sagt Paulus, es steht, über Christus als bestimmt von Tod abgestoßen. Als erster von all die Angeschlutenen. So Jesus Christus als der erste von denen, die angeschlossen sind, abgestoßen. Er ist der erste, der abgestoßen ist von all denen, die sind eingeschlossen. Und dann sagt das in der 21. Vers, da sagt es, dass will der Tod durch einen Mensch gekommen ist, muss auch durch einen Mensch kommen, dass der Todesware abstoßen. So wir weten, dass durch Adam, als der Tod über die ganze Welt gekommen, in Christus der Tod durch einen Mensch als in die Welt gekommen, Christus war das durch einen Mensch waren die abstoßen. In der 22. Vers sagt es, so als an Adam alle Menschen sterben, so kommen sie auch durch Christus waren alle zum Leben. Und dann Römer 5,18, da sagt Paulus, das steht, da sagt, so als durch einen Mensch seine Sinn, die Verdammnis über alle Menschen kam, Druse kam durch einen seine Gerechtigkeit, die Rechtfertigung für alle Menschen. Und dann in der 19. Vers, Römer 5,19 sagt er, so ist durch einen Mensch sein Ungehorsam seinen Fehler zu Sünder worden, so wurden durch den einen Gehorsam seinen Fehler gerecht gemerkt worden. So durch einen Mensch seine Ungehorsam sein, Adam die Ungehorsam, er gab zu den Feind, so habe ich Ungehorsam, und durch seine Ungehorsamkeit sind alle Menschen zu Sünder geworden. Aber dann sagt er auch, Christus durch einen Mensch seine Gehorsam sind Fehler gerecht gemerkt. So Jesus Christus, wir Gehorsam bei Tod. Wir wissen, dass er früher den Führer nach, wann er möglich wäre, dass Köffel können von ihm genommen werden. Aber er sagt doch nicht so, es mein Welt, es dein Welt. So haben wir Gehorsam bei Tod. Und durch sein Gehorsam sein, dass er Gehorsam wir bei Tod, tja, wie war er gerecht merken. Ist das nicht eine gute Botschaft? Und dann 1. Korinther 15, Vers 23, da sagt Paulus es das. Der sagt, dass von Tod abgewirkt worden auf seine Ordnung. Als erster Christus und dann mit seinen Kommen, die am Ungehören. Wir wissen, dass wo Jesus in Johannes 12, Vers 22 sagt, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage, wenn ein Weltkönig stirbt an Erdfeld, dann bleibt das für sich allein. Aber wenn das stirbt an Erdfeld, dann wird das abkommen, dann wird das viel Frucht bringen. So hier sagt Paulus, dass von dort abgewirkt worden auf eine Ordnung. Als erster Christus, und dann, wenn er kommen wird, der wird am Angehören. So, und da will ich ein bisschen wieder checken, das ist ein wunderschönes Bild. Das ist Israel in jener Zeit, wenn es Hochzeit wird, wenn sie wollen Essen bringen, dann denkt der Priester, rührt der Bestattung ab und dann holt er eine Handvoll durch oder weit, wo das immer das wäre, und dann gingen sie in den Tempel an, dann hatten sie eine Zeremonie und dann wird Gott dort geopfert, die erste Frucht von der Frucht. Und so steht das auch hier. So Jesus Christus ist die erste von der Frucht, die erste von der Abgestoßen, wo sind eingeschlossen. So er ist die erste Frucht von der Frucht. So und dann sagt er, dann, wenn er wird kommen, dann werden die abgewirkt worden, die am Ungehören. Und wenn er wird kommen, und du lesen wie in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17, sagt Paulus, das steht, der sagt, der Herr wird selbst vom Himmel raufkommen und Leute sagen, was passieren soll. Der höchste Engel wird rufen und Gott seine Person wird gebloßt werden. Dann werden die entloben und Christus seilig gestorben sind, zuerst abstunden. Dann, wo wir, die wir leben und geblieben sind, zu Glück mit an, ab der Wolken mitgenommen worden, und an den Herrn begegnen, und dann, wo wir immer bei ihm sind. So hier ist das, wo die kommen wird.
En dan wordt het die metnemen, dus Paulus en Korinther zegt, die am ongeheeren. En würde wir nicht waren alle reit zijn am ongeheeren, dat we würden metgenomen worden, want hij wordt komen. En dan das 1. Korinther 15, 44 sagt, dat so ist, dat geschreven staat, de eerste mens Adam wordt in een levende zeil. En dan zegt er, over de laatste Adam wordt jas en milk levendig. So de laatste Adam, die geven ons den jas, die maken ons levendig, dat we worden reit zijn, en den dag van Jezus Christus wordt komen, dat we kan metgenomen worden met hem. En dat is de enige weg waar we kan reit zijn. Niet? Als we Christus in de natuur gaan, dan zijn we van die wat am ongeheeren. En zegt, die wat am ongeheeren, die worden dan ook afstaan. In Römer 8, Vers 9 sagt Paulus es dit. Aber je sind nicht am Fleisch, je sind am Geist, wenn Gott sein Geist wirklich an ihnen wohnt. Wenn über irgendwer nicht Christus seinen Geist hat, der ist dann noch nicht einer von den Sünden. So, wenn wir nicht Christus seinen Geist haben, wenn wir nicht von den Geist geboren sind, dann sagt er, dann sind wir auch nicht von den Sünden. So, wenn Jesus Christus nur wird kommen, und wir haben den Geist nicht, so ist gesagt, wenn er kommen wird, dann wird er jemand nehmen, der am Ungeheeren. So, wenn wir den Geist nicht haben, all die, die den Geist nicht haben, so die werden dann hier looten worden, die werden dann nicht mitgenommen worden. Und dann Römer 8, Vers 8 sagt es, aber wenn den sein Geist in jemand wohnt, der Jesus vom Tod abwirkt, dann wird der Christus Jesus vom Tod abwirkt, die eine stoffelige Körper auch wieder zum Leben bringen, durch seinen Geist, der in jemand wohnt. So wahr sein wir dort, den Geist von Jesus geboren sind, Gott den Geist in uns haben, dort merken uns, dass wir werden von dir sein, was am Ungeheeren, und dann, wenn er wird kommen, dann werden die mitgenommen, was am Ungeheeren. Und wir haben ein Beispiel von den 10 Jungfrauen, die wir in 5, die haben alle mitgenommen, und die alle, der ist ein Symbol von den Geist, und die 5 haben nicht. So, wir wissen, was passiert, dass die 5, die alle haben, als die Brüder kommen, die können dann kommen, und die anderen, die können nicht. So, das war der Geist, die wird von den Geist, was Gott den Geist an sich hat, die sind rein. Und die sind von denen, die am Ungeheeren. Und Jesus sagt selbst in Lukas 8, Vers 3, der sagt, wenn die dann schlecht sind und weiten Tag in der Kinder, Gott googelt hier und sagt, wie viel mehr wird der himmlische Vater dir den Heiligen Geist geben, die du noch Frauen. So wir dürfen noch Frauen und er wird uns das geben, dass wir können rein sein, dass wir wollen von dir sein, was am Ungeheeren, dass wir nicht wollen hier looten wollen. Und dann nach dem Offenbarung 20, Vers 6, du sagst, das ist der, du sagst, seilig und herrlich sind die, die mit der erste Taub abstunden, über die hat die zweite Tod keine Kraft. So seilig und herrlich sind die, die wollen Port haben und die erste Auferstehung. Wir wollen alle abstunden, alle Menschen wollen abstunden, die wollen rein sein, und die wollen nicht rein sein. Aber hier sagt er dann auf dem Bohren, sagt Johannes, dort seilig und herrlich sind die wollen Port haben und die erste Auferstehung. Und dort ist von Jesus Christus wird kommen. So die wird am Ungeheeren, die wollen mitgenommen werden, aber die wird dann nicht rein sein, die wollen in der Gräber bleiben. Und die waren nur 1000 Jahre Reich abgewirkt worden, und dann waren die gerecht worden. So, die Bibel sagt auch, dass die Zeit wird kommen, wo alle die, die in der Gräber liegen, werden seine Stimme hören. So, da wir sicher merken, dass wir wollen reich sein, dass wir wollen von den Ersten sein. So, sage ich, seilig und heilig sind die, die durch und das erste Abstunden im Port anhaben. Jetzt wir sollen dann sein, dass wir die Zeit nicht würden versehen, dass das in Matthäus 24, Vers 37, 39 sagt, so ist dann noch in der Zeit, wie so wird, dass sein, wenn die Menschen sehen, kommen wird. Als noch die Chapbüren, die bietet 120 Jahre an, in wel den Zeit, was er um Bieren, die predigt,
die Menschen, dass die sollen amtieren in Gott kommen und die geben dort nicht hier. Das sage ich, bei an den Tag, wo das Gute kommt und die Gute reit die alle mit, so dann wollen sie noch nicht, aber da wieder zu laut. So, wenn wir wollen warten, bei an den Tag, wo er wird kommen, und danach wollen wir, wenn wir Zeit mehr, dass wir wollen von dieser, wo am Ende hier, dann ist es zu laut. So, nu von der und erst die Genudenszeit, dort sage ich, wenn von der und die Sinne stammen, hier ist für heute ihn heute nicht. So, mein Wunsch sein, dass wir würden alle reit sein. Das ist die, und das sage ich in Matthäus 24, Vers 40, so, das ist ich sagen, die wollten nicht waren am Ende hier, und die waren hier looten waren. In Matthäus 24, Vers 40, so sagt Jesus, das steht, die sagt, dann wurden 2 Männer abgestorben sein, einer wird angenommen worden und einer wird zurückgeblieben. 2 Frühes waren mit der Hand, mit Mühlen, einer wird angenommen worden und einer wird zurückgeblieben. Und am anderen steht, sagt, dass die waren 2 am Bad liegen, einer wird mitgenommen worden und einer wird hier bleiben. So, ich habe uns ein bisschen ein Bild mehr an. Wenn wir vielleicht wieder Arbeit sind, wir schaffen mit einem anderen Menschen ab. Wenn die Herr auf einmal soll kommen, einer wird mitgenommen werden und einer wird hier bleiben. Oder ein paar Lied, einer ist vielleicht wahre geboren und einer nicht. So, einer wird mitgenommen werden und einer wird hier bleiben. Und hier macht ein bisschen was zu sein, wenn das eine falsche Lehre wird, besonders man ganze Deutsche Raum lädt und wir leben dort nie nach war Mexiko in der Liede vertauschen, dass das war. Die sehen, dass irgendwie gesagt von der Prediger, dass in jeder Haus wie ein schwarzer Schub. So in jeder Haus, in jeder Familie, von jeder Familie wird einer verloren gehen. Und dort ist eine Lehre, was von den Feinden kommt. Das sage ich nicht. Das wird so sein, das wird so geben, dass du wird ein Polit vielleicht einer wird wahre geboren sein, einer nicht. Aber das sage ich nicht, dass in jeder Haus wird einer verloren sein, oder in jeder Haus wird einer zurückbleiben. Das ist nicht, was das sagen wird. Aber das, wo sie sagen, und viele Menschen, die sind sehr direkt damit, und das ist falsch, das kommt von den Südtun, das kommt nicht von den Geist Gottes. So, für die, die hier geblieben sind, das ich lesen dann Offenbarung 20, Vers 6, das Heiligen heilig sind die, die Port haben und die erste Auferstehung. Und dann, wenn wir checken dann, für die, die waren hier looten sind, in Offenbarung 21, Vers 8, sagt, dass es das, die Versaute über in der Angläubende, in der Abschäselige, in Mörder, in Hürer, in Zauberer, in Aufjäter deiner, in alle Lehner worden ihren Platz und hier sein haben, die mit Schwefelblut brennt. Das ist der zweite Tod. So, der zweite Tod ist, dass wir verloren sind. Das Pastor Henry hier Freitag sagen, der Priester ist betont, und wenn wir dort nicht annehmen, dann wollen die mit selbst betont, aber dort wird nicht sein, bloß mit Sterben. Dort wird sein, mit ewig verloren gehen, dort ist der Priester für betont, und dort sei wir hier. So, und der ewige Priester betont ist der ewige Tod. Und dort sage ich, die wurden, und vier sei neu geschmitten worden, und dort ist der zweite Tod. So, dort ist der Tod, wo man sie wollen betont. Diejenigen, die dem dort nicht annehmen, dass Jesus den Priester betont hat. Mit seinem Römer 1, Vers 4, da sagt Paulus, dass Jesus von dort abgestoßen, dass Jesus von dort abgestoßen hat, hat er dort durch den Heiligen Geist und Kraft bewiesen, dass er Gott sein Sehen und ans Herr ist. Und dann in Römer 10, Vers 9 sagt er, wenn du mit der Mühl bezahlst, Jesus als Herr, und leisten den Wort, das Gott am von dort abgewirkt hat. So dass er sagt, dass die Leist, dass Jesus, dass Gott am hat von dort abgewirkt, sagt er dann, wirst du selig. Und der Vers 10 sagt er, wer von Horten läuft, wird gerecht, und wer mit den Mühlen bezahlt, wird selig. So ein Ding ist sehr wichtig, bezahlen.
Und Jesus sagt auch, wer sich wird schämen, wenn wir uns wollen schämen, um zu bekennen für Menschen, dann wird er sich auch schämen für den himmlischen Vater. So das Bekennen für Menschen, das heißt, Bekennen für die Menschen, das ist sehr wichtig. Und das lässt uns glauben stärken. Wenn wir als wahre wollen, die Menschen, wenn wir Jesus Christus bekennen für Menschen, das stärkt uns glauben. Aber wenn wir das nicht tun, dann wird uns glauben, wird schwacher. So, mein Wunsch würde sein, dass wir alle die hier sind, dass wir von da sein, was Jesus Christus an die hier, wenn er wird kommen. Bis wer wird wollen hier looten wollen, wenn wir das Bild besehen, dann wo herrlich das wird sein, für die, was wir mitgenommen mit der ersten Auferstehung, und dann die, was wir hier looten wollen, was die Luther wollen abstehen, dann soll uns das sehr klar sein, wo wir wollen sein, nicht? Und dort soll uns eine Kraft geben, dass die Bibel sagt, dass unsere Freude an den Herrn, das ist unsere Kraft. Und das ist wirklich so. Das Jesus, der checkt nicht bloß in den Tod, in das Leiden und Sterben. Er checkt vorbei, er checkt vorab, was vor ihm gesagt wird. Und das sagt, dort darf ihm die Kraft, dass er das mehr anleitet. Und das ist mit uns so. Wenn wir checken, was vorab ist, nicht bloß nur in dieser Zeit, was wir durchgehen, wenn wir Troubles haben, wie man immer vorbei checken, vorab checken, und sein Wort von der Freiheit vor uns ist, was es kommen ist. Wenn Jesus kommt, was er sagt, er wird kommen, und dann wird er uns mitnehmen, und sagt, wir wollen am sein, dass er ist, und wir wollen so sein, als er ist. Und dort, wir gleich verstehen von der, wo das wird sein, aber wir wissen, dass das wird herrlich sein. Und du wird keine Weide mehr sein, kein Leben mehr sein. So dort, und er hat alles geschaffen, er hat alles reingemerkt, dass wir kennen von der sein, die am Ende hören. So, wer wir daran denken, wer wir dort nicht vergessen. Dankeschön.